Der Top 10. Erich hat gemeint, nach letzter Woche sei endlich mal ein bisschen Ruhe. Aber anscheinend gibt es hier in der Schweizer Streaming-Szene auch ein paar Probleme. Aber ich wäre nicht der Top 10 Erich, wenn wir sofort mit einem Backflip in das Thema gumpen würden. Let's go! Und zwar kennt ihr sicher am Top 10 Erich seine geschätzten Kollegen von esports.ch. Und so cool wie die Dudes und Mädels bei esports.ch sind, gibt es alle Wochen ein eSports Weekly mit einem Streamer of the Week am Schluss von dieser Sendung. Und wer ist der allererste Streamer of the Week? Der Top 10 Erich. Aber wer ist es die letzte Woche am 22.07.2019 gewesen? Reto, sag's uns. Auch diese Woche gibt es einen Streamer of the Week, das ist der Fatality. Er ist ein Senior E-Sportler, spielt Rocket League und trainiert im Moment sehr fließig für die aufkommenden Senior E-Sports Weekend Cups. Geht doch auf seinem Channel vorbei, lasst ihm ein Follow da und drückt ihm den Daumen. Der Fatality. Anscheinend ein sehr engagierter Rocket League-Spieler, was mir noch weiter entfernter ist als CSGO-Spieler. Auf jeden Fall sind die Neider, wenn so ein Streamer of the Week ausgestrahlt wird, nicht weit. Und dann denken sich natürlich gewisse Schweizer Streamer, wie können wir dem Fatality Eis auswischen? Und so gescheit und so gerissen, wie die Schweizer Streamer heutzutage sind, haben die sich natürlich eine 1A-Strategie ausgedacht. Wie jeder weiß, ist die Schweiz sehr streng, was rassistische Ausdrücke anbelangt. Und das haben sich die zwei natürlich zunutze genommen und haben folgenden Clip live im Stream produziert. Digga. Ich habe einen fetten Dildo im Arsch. Nigger, 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 nigger. Fucking nigger. Black shit nigger. Was man ganz schnell merkt in dem Clip, ist, dass es sicher nicht der Fatality war, der das gesagt hat, sondern es ist sein geschätzter Mitspielkollege, vielleicht ab heute auch nicht mehr, Texo. Jetzt fragt sich da der Top 10 Erich, Texo, gibt es da irgendein Problem? Nun, das Ganze hört da ja nicht auf. Da ihr ja extrem gut ausgeklügelten Plan, wo sicher niemand dahinter kommt, so gut wie sie das dargestellt haben, hört da noch nicht auf. Denn was der Kevin, anscheinend ein Kollege von Texo, nachher gemacht hat, ist natürlich direkt die estudios.ch anschwärzen, indem er sie folgendermaßen kritisiert. esports.ch geht die Wahl zum Streamer vor Wuche. Sorry, aber du händer ÖI recht blamiert. Falls das net langet no ganz viele Clips wo zieget wie er isch. Die geschätzten Mitarbeiter von der estudios.ch, in dem Fall der Nathan, sind natürlich nicht auf Schnorren gehalten und haben natürlich ein bisschen mehr als Kevin IQ bewiesen. Aber lass uns die Tweets schnell durchgehen. Shoutout an Käfer-RL und RL Texo, wo de Streamer-Vent vorführe, Bait und rassistische Kommentar durch die Voicecoms in Sin Stream inneuetere. Good Job zum Drama fabriziere, so kund mi sicher fora in de Szene Daumen hoch. A und SB spielt zu de rassistische Kommentar Hämmer denn no du, klippt vom Käfer, Wohner will Streamer in Jü zueibe. Kami G mache, wenn mi NID am Platz isch.
fair enough, mir händ sicher auch net richtig gehandelt und de Clip mit dem Texo isch aste Situation entstande, dass i recht hässig GSI bin, nachdem wie er sich verhalte hätt am Anfang vom Stream. Aber bin immer noch net de meinig, dass er on Streamer isch wo zu de beste Söt gehöre. Zudem, dass Sini 2600 Follower Bots sind und er sich damit die ganze Zeit im Stream profiliert. Streamer wurde Wuche zeigt NID die beste Streamer wurde Schwyz, sonst würde mir immer die gliche 3 bis 4 Hektar, sondern zeigt UF wie breit und divers unsere Streamer-Community in de Schwyz isch. Mir sege nie, dass es de best Streamer of the Week isch. In dieser Hinsicht hat der Nathan nicht nur journalistische Meisterleistung bewiesen, was in dem Fall auch sehr schwierig zum herausfinden war, da die zwei den ausgeklügelten Plan so exzellent ausgeführt haben. Darum, Nathan, Props an dich. Und was die anderen zwei Möchtegern-Saboteure anbelangt, in der schweizerdeutschen Streaming-Szene, also die auf Schweizerdeutsch streamen, sind wir alle etwa auf dem gleichen Level. Alle etwa 5 bis 15 oder 20 Viewer jetzt im Mittelrange. Und da muss keiner probieren, am anderen irgendetwas auszuwischen mit irgendwelchen komischen Taktiken, dass er eventuell von Twitch gebannt wird oder in dem Fall auch noch esports.ch anschwärzen, weil er anscheinend zu ein bisschen private Probleme haben und nicht klarkommen, dass jetzt so einer im Swiss Esports Weekly war. Generell ist beim Top 10 viel Negativität vorhanden. Das müssen wir ein bisschen ändern, Jungs und Mädels. Das müssen wir ein bisschen ändern. Darum bringt euch der Top 10 ab nächste Woche endlich mal ein bisschen Positivität in dieser Schweizer Streaming-Szene und vielleicht auch in der E-Sport-Szene. Wer weiß? Darum seid dir persönlich der Top 10 Erich, du, der zuschaust. Peace, Love, Backhand, Top 10 Erich, out. Let's go!